Ja, ich brauche so nun, genau, merci. Nach der ersten Portion Hard Music kommen wir zur Strong Message. Nehmt Platz, so wie es euch gerade deucht, stehend, liegend, sitzend, wo auch immer. Imperium, imperial. Hast du mal die Illusion gehabt, dass das Zeitalter vom Imperialismus vorbei ist? Spätestens seit dem Einmarsch von Putin in die Ukraine sind auch wir Westeuropäer wieder auf dem harten Boden von der Realität angekommen. Nicht nur der Putin strebt nach einem Zarenreich, der Xi Jinping in China baut mit noch mehr Einfluss an seinem weltweiten Imperium. Und wenn wir ehrlich sind, dann verhält sich auch Amerika auf seine Art nicht weniger imperial. Zur Zeit von Jesus da haben eine andere Macht ihr Imperium gewaltvoll ausbreitet, die Römer. Von ihnen kommt auch der Begriff Imperium, Herrschaft. Dieser menschlichen Gewaltherrschaft hat Jesus ein anderes Konzept entgegengebracht. Das Königreich von Gott, Basileia tu Theou auf Griechisch. Jesus hat gesagt, dass das Königreich kommt. Das Königreich von Gott, das kommt, es bricht mit mir an. Aber es ist so anders, dass all die menschlichen Herrschaftsmodelle und Machtfantasien. Eigentlich ist es gerade das Gegenteil von allem. Es stellt alles auf den Kopf. Das Königreich kommt. Kingdom come. Die Wort und das Bild, das nehmen auch Manowar im gleichnamigen Song auf. Kingdom come. Wir hören den Song in einer Coverversion von Sabaton. Manowar nehmen ganz viel biblische Sprache auf und trotzdem ist die Frage ja, um welches Königreich geht es jetzt eigentlich? Manowar sagen es explizit, be your own disciple, bist dein eigener Jünger. Und so baut man nach ihren Vorstellungen das True Metal Kingdom auf. Wir feiern heute 10 Jahre Jubiläum und ich wollte darum selbstkritisch fragen, bauen wir mit der Metal Church auch einfach unser eigenes Königreich? Und ich frage auch dich persönlich. Baust du dir in deinem Leben
dein eigenes Königreich. Wir reden zwar vielleicht vom Reich von Gott. Unsere Leben haben vielleicht ganz viele christlichen Anstrich. Aber wenn wir vielleicht ehrlich anschauen, dann sind wir letztlich vielleicht doch unsere eigenen Könige und Königinnen und bauen an unserem eigenen kleinen Imperium. Ich glaube, das Missverständnis fängt damit an, wenn wir davon reden, dass wir das Reich von Gott können oder wollen bauen. Das Reich von Gott lässt sich nämlich nicht bauen und schon gar nicht von uns. Es ist kein menschliches Projekt, keine religiöse Institution. Das Reich von Gott ist eigentlich viel mehr die Kritik von allen menschlichen Projekten. Es kommt, das Reich, es bricht an, es wächst, es breitet sich aus, ja, auch mit unserer Mitwirkung. Aber wir kommen das Reich von Gott nie wirklich zu fassen über. Und es ist letztlich total subversiv gegen unser menschliches Machtstreben. In einer Vision im Buch Daniel, da löst sich ein Felsbrocken im Gebirge und poltert hier in die Ebene runter und der zertrümmert der Felsbrocken eine Statue, die für die Supermächte der antiken Welt steht. Das ist ein Bild für das Reich von Gott. Ein Fels, der hier runterdonnert und die menschlichen Bauwerke und Grossmachtfantasien platt macht. Wenn das Reich von Gott kommt, dann sind die Menschen durchaus darin verwickelt in diese Vorgänge. Aber das Reich verdankt sich nicht den menschlichen Initiativen und Stärke. Wie wird in der Bibel vom Reich von Gott geredet? Wir lesen, dass wir trachten nach dem Reich von Gott, dass wir es erben können und uns das Reich sogar gehören kann, weil es Gott gibt. Ja? Wir lesen, dass das Reich von Gott näher kommt, ankommt, dass wir darum bitten sollen und man es kann sehen und seine Ankunft kann erleben. Dass wir Zugang haben zum Reich von Gott. Ja, sogar hineinversetzt sind, dass wir drin sind und dass es mitten unter uns ist. Und dann gibt es die vielen verschiedenen Gleichnisse, die Bilder aus der Natur, der Landwirtschaft und aus dem wirtschaftlichen und dem sozialen Lebensalltag, die erklären, wie das im Reich von Gott eben funktioniert. Was eben ein bisschen anders ist als unsere menschliche Logik oft. Aber wir lesen nie vom Bauen vom Reich von Gott. Vom Bauen redet die Bibel nur im Zusammenhang vom Tempel. Und dort ist zwar die Rede vom Bauen, wo wir Menschen eine Rolle sind, aber wir werden, Achtung, passiv, wir werden zu einem lebendigen Tempel gebaut. Wenn wir bauen, also unsere Bauten, und das ist jetzt wirklich so die Krux von dem Bild, wenn wir von Bauten reden, vom Bauen. Unsere Bauten sind im wahrsten Sinne vom Wort Immobilien. Statisch und unbeweglich. Wer baut, der schafft Immobilien. Aber Gottes Reich ist mobil. Es lässt sich nicht festnageln. Es entzieht sich uns immer wieder unserer Verzweckung, sei das aus persönlichen oder politischen oder was auch wirklichen Motiven. Die Versuchung ist, dass wir unser Planen, Handeln und Aufbauen und unsere Errungenschaften, unsere Projekte, das ist alles mega wichtig, das braucht es. Aber die Versuchung ist, dass wir das mit dem Reich von Gott verwechseln. Und so laufen unsere guten und wichtigen Projekte Gefahr, eben zu unserem eigenen Reich zu werden. Also, bauen können wir das Reich von Gott nicht. Aber die Frage ist jetzt, was ist unser Part im Ganzen, wenn uns Gott offensichtlich doch irgendwie beteiligen will? Der Manoah liest uns jetzt aus dem 4. Kapitel vom Markus-Evangelium vor. Wieder einmal war Jesus am See und begann, die Menschen zu lehren. Es versammelte sich eine so große Volksmenge um ihn, dass er in ein Boot stieg. Dort setzte er sich hin. So war er auf dem See und die Volksmenge blieb am Ufer. Jesus erklärte ihnen vieles von seiner Lehre in Form von Gleichnissen. Mit dem Reich Gottes ist es wie bei einem Bauern. Er streut die Körner auf das Land, dann legt er sich schlafen und steht wieder auf, Tag aus, Tag ein. Die Saat geht auf und wächst, aber der Bauer weiß nicht, wie das geschieht. Ganz von selbst bringt die Erde die Frucht hervor.
zuerst den Halm, dann die Ähre und zuletzt den reifen Weizen in der Ähre. Wenn das Getreide reif ist, schickt er sofort die Erntearbeiter los, denn die Erntezeit ist da. Dann fragte Jesus: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis können wir es beschreiben? Es ist wie bei einem Senfkorn. Wenn es in die Erde gesät wird, ist es das kleinste aller Samenkörner, die ausgesät werden. Aber wenn es ausgesät ist, geht es auf und wird größer als alle Sträucher. Es bringt so große Zweige hervor, dass die Vögel in seinem Schatten ihr Nest bauen können. Merci vielmals. Wir feiern heute 10 Jahre Metal Church und ich glaube, wir wollen alle mehr und Größeres sehen in den nächsten Jahren, als es schon ist. Was müssen wir jetzt tun, wenn wir dabei nicht unser eigenes Reich eben bauen wollen, sondern wenn wir sehen, wie Gottes Reich wächst und das irgendwie befördern? Das erste Gleichnis, das wir gehört haben von Jesus, das sagt klar, nur 3 Sachen. Säen, schlafen und warten. Säen, schlafen und warten. Nicht jäten, nicht gießen, nicht an den Pflänzchen ziehen. Es braucht vom Bauer nur säen, schlafen und warten. Das Prinzip vom Wachstum hat Gott in die Natur gelegt. Es passiert automatisch. Das ist übrigens genau das Wort, das Jesus hier braucht. Automate. Und wisst ihr, was verrückt ist? Das Wort steht exakt im Zentrum vom Gleichnis. Ihr könnt abzählen im Griechischen. Es ist also wirklich die zentrale Botschaft von diesen Worten von Jesus. Wir wollen, dass in der Metal Church nicht unser Reich wächst, sondern Gottes Reich. Dann müssen wir uns nicht kaputt planen und kaputt krampfen. Wir sollen nur fröhlich Gottes Wort sagen und dann schlafen und warten. Der Rest passiert automatisch, wortwörtlich. Säen, schlafen und warten. So einfach und so schwierig. Und vom Säen redet auch das zweite Gleichnis. Wenn wir jetzt schon genau lesen, da steht nicht, Senfkorn ist das kleinste, der kleinste Samen. Das stimmt theoretisch nämlich auch gar nicht, es gibt noch kleinere. Es ist schon sehr klein, aber es gibt noch kleinere. Aber es steht, wenn es gesät wird, ist es das Kleinste. Und ich glaube, das ist bedeutsam. Also Jesus sagt etwas darüber, wie es ist, wenn wir als seine Jünger, also seine Zeugen in dieser Welt unterwegs sind und sein Reich, seine Herrschaft bezeugen. Wenn wir mit Wort und Taten säen, dann ist das klein und unscheinbar, das Kleinste. Wo vielleicht auch andere sagen, bäh. Und vielleicht fühlst du dich dabei auch zerbrechlich, schwach, unscheinbar. Und du denkst, ja, was bringt es das schon, wenn ich da etwas von Gott erzähle, wenn ich da ein Gebet sprich, Fürbitte tue, wenn ich da helfe. Aber Jesus sagt, abseits vom Offensichtlichen, im Kleinen, im Schwachen, im Verborgenen und Unscheinbaren, an der Ränder von Kirche und Gesellschaft, dort wächst das Reich von Gott. Nicht in den Zentren von der Macht und der Aufmerksamkeit, nicht an der Spitze von der Hierarchie. Und was entsteht daraus? Ein riesiger Baum. Ein Lebensbaum, der Heimat und Schutz für viele bietet. Und das wünsche ich mir für die Metal Church, dass das mobile Kreuzfahrtschiff unter der Flagge von Jesus Christus darf ein Ort von der Heimat und vom Schutz auf dem Meer von der Metal-Szene darf sein. Sei das für dich oder eben auch, dass du darfst auf deine eigene Art mitwirken, dass andere Heimat und Schutz finden können. Ich möchte euch zum Schluss noch kurz erzählen, was mich bis heute davor bewahrt hat, die Metal Church als mein eigenes Königreich zu sehen. Ich habe euch im Talk vom Jubiläumsakt am Anfang von meiner Berufungsgeschichte zum Hirt von der schwarzen Schafe erzählt. Aber da gibt es eben ja noch eine Vorgeschichte. Ich habe es angedeutet. Rund ein halbes Jahr bevor die Prophetie ausgesprochen worden ist, bin ich von einer OK-Sitzung vom Elements of Rock heimgefahren. Ich wusste, was ich zu tun habe, was man machen muss.
Und plötzlich hatte ich so stark den Eindruck gehabt, dass Gott mir sagt, ich muss alles loslassen. Aus dem OK raus, die Aufgaben abgeben, Abstand von der Szene. Man hört ja selten Gottes Stimme einfach so klar. Aber das war so ein glasklarer Moment. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Weil ich wusste, wenn ich da rausgehe, als A mache ich meine Freunde im OK verrückt, lasse ich hängen und da wird der Luken aufgerissen, wo niemand einfach kann und wird füllen. Ich konnte die ganze Nacht nicht wirklich schlafen. Deswegen. Aber ich habe gemerkt, im Ringen, das kommt wirklich von Gott. Ich verstand es nicht. Aber ich wusste, ich muss und will gehorsam sein. Also habe ich mein Amt niedergelegt. Mein Herz hat blühtet und der Traum ist gestorben. Ich würde sagen, ich habe schon damals etwas von dem gesehen, um was es könnte gehen, was da könnte entstehen, um was es ging und was mein Part könnte sein. Aber es war in dem Moment so klar, Gott sagt, stopp. Und ich habe gehorcht und den Traum sterben lassen. Und wo dann ein halbes Jahr später das prophetische Bild von dem schwarzen Schaf und dem Hirt, vom Jim Laverty ausgesprochen worden ist, dann konnte ich es zuerst nicht einordnen und annehmen. Wenn Gott doch so klar Nein gesagt hat, wie soll jetzt das Bild, das er da hat, von Gott kommen? Nach etwa 3 Monaten Ringen habe ich verstanden, was der Punkt war. Es ist tatsächlich beides Reden von Gott. Also Reden. Einfach, es ist von ihm gekommen. Bevor Gott mir effektiv die Aufgabe vom Hirt von der schwarzen Schaf hat können übertragen, hat nämlich zuerst mein Herz müssen verändert werden. Mein Ego, mein Streben nach dem eigenen Metal-Königreich, wo ich eine spezielle Rolle bin, wo ich vielleicht ein bisschen spezieller bin als andere Pfarrer und so, das musste sterben. Meinen eigenen Traum musste ich beerdigen, damit es Platz hat gegeben für Gottes Traum, für sein Königreich und eben nicht meins. Es ist hart, es ist mega hart, unser Reich loszulassen. Es tut weh. Aber wenn wir gehorsam sind und unsere Krone ablegen, dann kann Gott etwas viel Besseres schenken. In der Offenbarung da sieht Johannes im himmlischen Thronsaal folgende Szene. Dann werden sich die 24 Ältesten vor dem niederwerfen, der auf dem Thron sitzt. Sie werden den anbeten, der für immer und ewig lebt. Sie werden ihre Kronen vor dem Thron niederlegen und rufen: Du, Herr, unser Gott, bist würdig, alle Herrlichkeit, Ehre und Macht zu empfangen. Es bleibt unsere Challenge, unsere Krone immer wieder vor die Füße von Jesus zu legen, damit sein heilsame Königreich wachsen darf und nicht wir unsere machtgeleiteten, destruktiven Reich aufbauen. Ich lobe dich, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und das Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk sagt: Amen.